Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es darum um das Thema Blitzer. Wie schlecht wie du rausfährst, ist nicht ja, echt krass, wie du rausgefahren bist. Nein, auf der GoPro sieht es immer weiter weg aus, als es tatsächlich ist. Es ist nämlich nicht wirklich weit weg. Könnt ihr auch den Streifen vom Boden schauen, wie viele Streifen das da zwischen uns zwei sind. Nein, genau, folgendes. Und zwar bin ich jetzt gerade aufs Thema gekommen. Ich bin letztes Mal mit dem Auto an einem Blitzer vorbeigefahren und in der 30er-Zone. Und ich bin nicht schnell gefahren. Ich bin nicht schnell gefahren, aber es ist nur einer gefahren mit dem Velo und ich habe gedacht, Scheiße, stell dir mal vor, ich fahre normal und der mit dem Velo fährt schnell und wegen ihm blitzt es eigentlich. Aber man kann nicht erkennen, wer das es war auf dem Blitzer, wenn es zwei Autos sind. Also wenn der für beide Seiten blitzt. Und ja, was macht man dann? Ich weiß nicht, wie das irgendwie kann erkannt werden, wenn es jetzt gerade zwei Objekte aufs Mal, ich sage jetzt mal Objekte, wenn es sozusagen zwei Objekte aufs Mal verwünscht, wird man das dann so sagen. Und vor allem, wenn es ein Auto ist und wenn es ein, wie soll ich sagen, wenn es ein Auto ist und wenn es ein Velo ist, dann weiss ich eh nicht, oder? Ob das dann irgendwie, ja, ob ich noch belangt wird, obwohl ich gar nicht gemacht habe, oder ob niemand belangt wird, weil man es nicht erkennt. Oder, ja. Aber nur letztes Mal überlegt, wie ich dachte, so Scheiße. Stell dir das mal vor, und dass es so wäre. Das wäre schon krass. Also irgendwie, wenn du, also, eher dürfte es natürlich niemand, ich sage jetzt einmal, dran nehmen, anstatt dass es dann, ich sage jetzt einmal, halt Falsches beschuldigt. Und doch. Ja, das ist mir letztens durch den Kopf gegangen, weil ich mir so überlegt habe, ich bin ja, wie ihr wisst, schon mal geblitzt worden und es vertreibt nicht mehr viel. Und wenn ich nachher dann nochmal geblitzt wird, ja, ist dann nicht so lustig, oder? Weil ich ja, eben wie gesagt, ich weiß nicht, die Maske auf die einen Seite, ob die dich wirklich schützt und andere nicht und so, oder ob das nur nützt, wenn du sozusagen krank bist, das weiß ich nicht, irgendwie, ja. Aber ich suche eigentlich das Straßenverkehrsamt, ich bin so komisch reingefahren und ich weiß nicht, wie man zum Straßenverkehrsamt kommt. Du musst eigentlich mal noch abbiegen oder so auf die Zeit fahren und dann das Navi einstellen. Das Straßenverkehrsamt ist Zwölflingen, Winterthur-Wülflingen. Ich weiß jetzt nicht, wie man auf Wülflingen rauskommt. Stimmt, ich kann mich erinnern, das ist ja Zwölflingen. Vielleicht kann ich jetzt schauen. Ist das da Richtung Amberach? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich da lieber irgendwann zu anhalten kurz. Das Navi einstellen. Ich nicht noch lange im Zeug rumfahren. Nein, aber das war wirklich mein Gedanke gewesen, so. Ja, ich halte schnell an, da vorne, und das Navi einstellen. Ja, schon auf dem Parkplatz fahren. Nur schnell das Navi einstellen. Ich darf es einfach nicht das Handy nicht zumachen, weil das Problem ist, dass es dann dass es dann nicht mehr weiterläuft. Sozusagen, oder? Ich hoffe, es funktioniert dann auch. Da. 8 Minuten, okay.
Mal schauen. Ich muss immer schauen, so, wenn ich den Helm habe, wenn ich dann dort unterwegs bin, dann ich den Schlüssel da reinschmeißen und dann zumachen, oder? Sonst habe ich dann das Problem, wie macht den Schlüssel so auf? Oder? Ja, ich würde sagen, jetzt fahre ich bis auf Ding. So, jetzt sind wir im Straßenverkehrsamt angekommen. Zwar nicht so direkt, wie ich das mal wollte, aber ich kann ja eh noch ein bisschen anders fahren. Ja. Ist zu. Ja, ist zu. Man kann zwar natürlich auch unten durch und so, aber wenn es zu ist, ist es zu, dann mache ich nichts. Oder keine Lust auf irgendeine Konsequenz vom Straßenverkehrsamt. Was steht da? Man kann sogar da durchfahren, gell? Anlaufstelle für Notfallgeschäfte mit dem Straßenverkehrsamt. Okay. Aber warum ist es zu? Na gut. Was ich mir denke, wenn jetzt das Ganze vorbei ist mit wie soll ich sagen, mit Corona, wie sich das alles staut. Ganz viele Leute zum Coiffeur, Nagelstudio, Beauty-Salon. Also ich sage jetzt mal die ganzen Frauen, was die alles für einen Bedarf haben dann. Punkt 1. Aber nicht nur, was die Frauen für einen Bedarf haben, sondern ja, was die Männer für einen Bedarf haben, viel. Weißt du, was ich das meine? So, ich habe das Gefühl, das kann sein, wenn das Ganze fertig ist, dass das extrem überlastet wird dann. Ich denke vor allem im Coiffeur und Beauty-Salon wird das sicher ziemlich überlastet sein. Aber ich denke, so gewisse andere Etablissements werden auch ziemlich viel zu tun haben. Hände voll zu tun haben. Nein, aber ja, kann man schon vorstellen. Jetzt habe ich fast den Töpfen abgewürgt. Nein, ich bin einfach mega froh, dass man das Nötigste kann haben. Und ich bin froh, bin ich gesund und bin froh, kann ich arbeiten gehen. Also ich sage jetzt mal, ich bin froh, sind die Läden offen, kommt man jetzt alles weiter rüber. Die Leute haben ja übertrieben, oder? Kommt man alles über. Und ich bin froh, dass das alles sozusagen stabil bleibt. Ich würde einfach den Leuten anraten, ich weiß nicht, ob das schon, haben ja schon viele gesagt, ob das Ganze etwas genützt hat, aber den Leuten anraten, sie sollen WC-Papier und irgendwelche Konserven und was alles so viel gekauft worden ist, sollen sich unterlassen und nur so viel kaufen, wie man gerade braucht, weil es bricht momentan, also ich will nicht etwas Falsches sagen, aber momentan bricht kein Krieg aus, oder?
Also ich meinte jetzt das damit sagen, momentan bricht kein Krieg aus, ich weiß ja nicht, was noch kommt und so, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber ja, weil wenn jeder nur so viel nimmt wie normal, wie man das bis jetzt auch immer gemacht hat, dann ja, dann hat es auch für alle. Und nicht irgendwie 30 Pack WC-Papier kaufen, dass der ganze Keller voll ist oder so. Das ist... Auf eine Art kann ich es mir schon verstehen. Du sagst, ach, WC-Papier, das ist mega wichtig, wenn's... Oder? Auf eine Art kann ich es verstehen. Ganz ehrlich. Weil, ja, wenn wir kein WC-Papier mehr haben, wer hat Lust mit der Hand abzuwischen, oder? Auf die andere Seite muss ich sagen, ja, eben, es hat ja niemand, verdammt, siehst, immer bremsbereit sein. Ja, jetzt habe ich es gut gemacht. Ich habe zwar da gemacht mit der Kupplung willen, das sollte man ja eigentlich nicht unbedingt, aber ich bin auch schon mit der Hinterbremse bereit gewesen, also mit dem Fuß, oder? Genau. Taxi fährt jetzt, ich habe das Taxi gesehen, ich habe schon gesagt, ich mich jetzt wundern, wie sie das mit dem Taxi machen. Und dann hat einer gesagt, wo ich kenne, ja, Taxi gibt es keine jetzt mehr, aber ich habe ja jetzt das Taxi gesehen. Also, mich würde das wundern, ob die Leute irgendwie, ob Taxichauffeure vorne halt hocken, wie normal, da können sie nicht rein. Und Gäste sind noch hin und sind irgendeine Scheibe dazwischen. Oder ob irgendwie die Leute mit Gas, irgendeine Masken anlegen, dass sie nur so mitfahren dürfen. Oder wie das ist. Das würde mich irgendwie wundern. Naja, wäre es das gewesen. Ich würde mal sagen, ich lasse die Kamera laufen, weil ich komme noch etwas Lustiges oder etwas wie auch immer und dann würde ich noch dazu quatschen, sonst bleibt es jetzt. Kommen ein paar Sommer-Vibes ein bisschen noch rein und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94.
like this. She virgin, I took her. She said we should hook up the boyfriend and booger. Don't know me, then look her. I'm in the clouds. Pool full of Henny, I drink and I drown. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept.